Redner als den honorablen Herr Marc Baum. Herr Baum, die Wort. Merci, Herr Präsident. Ich bin froh, dass wir heute das Aktualität haben, die auf Aufruf von der CSV zustande kommen. Besonders, weil Majoritätsparteien sich in den letzten Wochen versucht haben, mit Hände fest zu wehren, dass sie überhaupt zustande kommen. Man hat dem neuen Mot d'ordre, es gibt kein Projekt Google gehen, über den schwätzen kennt. Und ich meine, das ist aber schon so erstaunlich, weil die letzten 1,5 Jahre haben der Premier und der Wirtschaftsminister sich quasi drin gestritten, wem sein Haupt verdient, dass Google auf Lützeburg geht kommen. Und lo soll es bemol kein Projekt Google mehr gehen, über den schwätzen kennt, wo ein Gemeng an der Prozedur ist, für PRG zu ändern, für seine Gringzonen, Datacenter, Spezialzonen, Datacenter zu machen, als bemol gar nicht mehr spruchreif. Und da fängt für uns auch den allerersten Problem bei diesem Projekt unnehmlich drohen unter Demokratie und Transparenz. An der Presse war zu lesen, dass es auch staatliche Servicer waren, die geholfen haben, für 1,5 Jahr Terrain zu bieten, zu summen, zu sichern für Google. Der Staat hat hier also quasi wie ein Courtier agiert und aktiv geholfen, für Terrain zu einem zusammenhängenden Areal am Interesse von einer multinationalen Board zu summen zu sichern. Das ist schon erstaunlich, wie sehr der Staat in diesem Fall Terrain zusammenbringen kann, zu bieten, von der Multi, das freut. Wir geben uns wünschen, dieselbe Vitesse gibt der Staat und den Tisch und den Dach lehen, wenn es darum geht, Terrain für den Wohnungsbau zu mobilisieren. All kritisch froh zu diesem Megaprojekt, den einen enormen Einfluss auf die Energie- und Wasserversorgung hier im Land hat, als an der Kommission bislo aufgeschmettert ging mit dem Argument, es wird noch nicht alles klar. Ja, schlimmer noch. Der Wirtschaftsminister hat sogar Gipper Deputierte nogeluert, sich ganz gut zu überlegen, wie noch draußen kommuniziert, weil Google gibt ganz genau wie wären, was heute zu Lützeburg diskutiert gehen. Und ich so nicht, ich schluss mal kein Mailkurve und den, weder von Google, noch vom Wirtschaftsminister, noch vom Sprecher von der LSAP. Zur Transparenz. Verlässliche Informationen kriegen die Leute wenig bis kein. Es gibt eben keine definitiven Informationen zum Strom- und Wasserverbrauch. Und das ist aber im Fall von Google kein Detail, wo eine Betriebsgenehmigung von irgendeiner Unternehmen geht. Das ist auch kein Detail, das just lokal oder regional Implikationen hat. Das ist ein Frage von nationaler Versorgungssicherheit an den doten Domänen. Kreos hat am Februar 2018 hier strategisch Berechnungen gemäht, was der Stromverbrauch und Netzkapazitäten heute zu Lützeburg bis 2040 umgehen. Laut Kreos braucht die Megadatacenter eine Anschlussleitung von 260 Megawatt bis 2030. Kreos schreibt selber dazu, und ich zitiere aus dem Rapport, den glücklicherweise schon öffentlich ist: Such an enormous single power demand will considerably reduce the remaining power reserves of the existing high voltage grid and will make extensive reinforcements necessary to ensure a reliable future grid supply. Das heißt enorm Kosten, die noch an der Zukunft auf uns durchkommen. Auf der enger Seite geht also beim Google dummer gerechnet, dass ein Datacenter einen enormen zusätzlichen Energieverbrauch bedeutet, den über die aktuellen Netzkapazitäten rausgeht, und auf der anderen Seite, als für rund 2 Wochen ein Plan präsentiert ging vom Umwelt- und Energieministerium, den darauf aufzählt, bis 2030, also genau dieselben Datum, 20% Energie zu Lützeburg anzuspuren, zu reduzieren, den Bruttoenergieverbrauch zu Lützeburg zu reduzieren. Und du musst ja sagen, dafür sind nicht lang genug an Schulgänge für zu verstehen, wie bis 2030 kann den Energieverbrauch massiv an Glut setzen und gleichzeitig reduzieren. Vielleicht kriegen wir aber darüber noch Fragen. Ähnlich Fragen stellen sich, was den Wasserverbrauch für so einem Datacenter geht. Und wir meinen wirklich, dass das keine Kleinigkeiten sind, mit fundamental Fragen zur landesweiter Versorgungssicherheit, und das genau hier am Lützeburgischen Parlament, wo darüber geschwärzt soll gehen. Ich will gar nicht darüber gehen, ob das die Pardonien, die als am Moment viel laufen, was den Verbrauch von wertvollen Agrarflächen und Biodiversität geht. Herr Präsident, für uns 2 Jahre ist viel über Trifkin-Etude geschwärzt, die eine Sort holistisch Vue auf die Entwicklung vom Land werfen soll.
Heigerungreet vun 100% Biolandwirtschaft, 100% Produktion vun erneuerbaren Energien. Digitalisierung so gouf versprach, soll eng dezentral Produktion a Konsum vun Energie erméiglechen a beförderen. Iwrech bliwen. As do vun der Hautschüss nach dem Begriff Digitalisierung ënner dem Siegel Multien ënner dem Siegel Multien soll noch Plötzeburg gelackelt gin. Den du Google Data Center an dummertalne Job alliméiert eis an hexte Moos. Alles wat man bislo vu Brocken a bruchsteckhaftet Informationune gewur gesinn, weist an die entgeinte gesagte Richtung vun enger paternedischer sozial-ökologischer Transformation vun eiser Gesellschaft. Also entsprecht och net der minimalen Ufederung vun enger demokratischer und transparenter Debatte. Merci. Merci vielmals, Herr Baum. Letzter geschrieben, der Redner, Honorable Sven Club, Herr Club.